Ja, willkommen zurück hier bei Tales of Xillia. Entschuldigung Leute, wollte gerade das Spiel starten, plötzlich bin ich hier plötzlich, ja. Ihr seht schon. Und zack. War schon plötzlich im Kampf drin, war so, aber ist egal, wir können natürlich gleich unseren neuen Angriffsmoves ausprobieren, aber was heißt neu? Unser coolen Angriffsmoves wohl eher. Bam, boom, bams und Fallera. Und auch gleich auch noch der Skorpion und von hinten, von vorne, von überall draufgeschlitzt. Das ist die Power von Maxwell. Naja, nicht ganz, aber fast. Spinnennetz bekommen, war ja klar. Jetzt habe ich jetzt bitte mal ein bisschen Ruhe hier. Zum den Part beginnen. Naja, viel Ruhe ist übertrieben. Ja, wir kommen zurück hier bei Tales of Xillia. Nach der coolen Kampfanlage und so. Wir haben im letzten Part das erste Sidequest, die erste Sidequest, wie auch immer, beendet und wollen jetzt noch ein bisschen trainieren, bevor wir zurückgehen und die Mission oder Hauptmission, wie auch immer, fortsetzen. Und Feuermagie! Ah ja, cool, recht geil. Ah, Schilderbrecher, sehr schön. Wir sind betäubt und das war's. So, kann ich jetzt vielleicht noch Feuerball gegen den. Wassermagie, wer ist damit? Nachher Windmagie, zack. Und Wassermagie. Und der ist im Arsch. So, und halt durch, Shoot. Wir kommen. Du sagst es, Alter, du sagst es. So, nach 67 für Milan haben wir bereits ein neues Level. Wildgrasamen und Langkrabbe. Igidigit. Gut, Langkrabbe kann durchaus schmackhaft sein. Alter, stehen neue Gegner hier. Servus, Ruff. Servus, Ruff. Naja. Wüfte nur ein bisschen. Wuff, wuff, wuff. Come on, come on. Er will uns wohl herausfordern, kann er haben. Yo, Wassermagic. Coole Combo! Wow! Ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist denn der da? Du bist in die falsche Richtung, Kumpel. Wir sind doch hier und bam, boom, bams! Komm schon, versuch's nur, versuch's nur. Wow! Wow, vom Hinterpfoten spielst du eigentlich? Zack! Und Level Up bekommen. Juhu! Wildgrasamen, Trank des Lebens. Levelaufstieg. Yeah! Wieder 3 neue Wegpunkte, wa? WP, Waypoints, egal. Mir das auch gleich so weit, nochmal sagen gehe ich, oder werde ich diese Liliumkugeln erst wieder ausrüsten, weil sie das auch hinter sich hat. Das sind noch schöne Spinnennetz, okay. Und nichts mehr? Nö. Naja, wuff, 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 wuff. Macht ihr doch nur, macht ihr doch nur. Hä? Wir hauen ab, wir hauen ab. Ist er hinter mir? Na, versucht zumindest. Wow! Hä? Was gehört vom... Ich hab doch was gehört. Seltsam. Egal, erstmal kurz den da und können nachher in die erste Stadt gehen, wa? Yep, das machen wir auch noch. So, in diesem Part. Und da kommt schon der Riesenskorpion. Du gehst mir auf die Nerven und die Mucke ist echt geil. So, wir sind zurück und Wassermagic. Feuermagic. Hallo, Feuermagic? Also, musst du jetzt aufladen. Ich trottel. Entschuldigung. Machen das mal ganz schnell. Und das war's. So, wunderprächtig. Willst du doch Stress, Mann? Du kannst Stress haben. Was macht ein Wolf da? Daneben. Ah. Schilddurchbrecher und jetzt bist du am Arsch, Kumpel. Ups, wollte eigentlich... Nein. Wollte eigentlich mit Jude noch eine coole... mit Jude vor allem. Mit Elvis wollte eigentlich noch eine coole Kombi machen. Elvis, Elvin, so. Mann, oh Mann, ja, die Namen sind gerade meine Stärke. Wisst ihr ja. Egal. Jetzt ist erstmal der noch dran und er kriegt gleich eine Doppelkombo und... Ready for Takeoff, bam! Alter Schwede. So, hallo? Wollte schon sagen. Wow. Na klar, voll Schlagangriffskombo, willst du mir verkackeiern? Wow, ausgewichen. Und jetzt will der nochmal. Komm nur, komm nur. Macht der? Tschüss. Ein bisschen crazy. So, Level Up noch für Mila, wenn ich schon mal dabei bin. Da kommen noch 2 Kämpfe, machen wir noch Ready for Takeoff. Ganz schnell, ganz fix. Dann hat Jude auch sein Level Up. Müssen wir das später nicht mehr machen. Lalalala. Du sagst es, Elvin. Ich habe sogar nichts verstanden, aber ist egal. Es klingt sicher cool. Ich frage mich gerade, kann ich eigentlich mehrere Artis nacheinander ausführen? Das sag doch. So kann ich ja eine permanente Angriffsserie machen. Krass, Mann. So, und nicht ganz, fehlt noch eins, aber wir haben sowieso gleich eine neue Art. Wo ist noch einer? Liegt dann gerade von einem auf dem Weg? Naja, fast.
Wuff, wuff. Ja, sind noch ein Fragment. Schön. Und jetzt kriegt er auf die Mütze. Und Flame und zack. Ready for Take-Off. Alter Schwede. So, das war einer und das war der andere. Alter, wie schnell das geht, wa? Nein, es fehlt noch eins, wollte man verarschen. Nur 32 Epis bekommen. Verdammter Kackmist. Nun gut, spawnen sowieso gleich wieder neue Gegner. Die Gegner spawnen gleich wieder neu. Nein, das ist nix, okay. Die Gegner, sie spawnen wieder neu. Was sagt die Karte? Da muss sowieso hier zurück. Ups, Entschuldigung. Wir wären hier bereits, naja, in der Stadt. Aber da habe ich mich wohl ein bisschen fehlorientiert. So, hier sind wir wieder. Ein Kampf fehlt uns noch. Wir können hier überall ausweichen. Wir kriegen dich. Nee, kriegt ihr nicht. Ihr seid einfach zu lahmarschig. Lalala. Ach, aber ein echt schönes Spiel, wa? Also irgendwie finde ich so mit den Monstern und so hat es ein bisschen was von der Kombi her aus. Also das Kampfsystem ein bisschen anspruchsvoller, so wie in Xenoblade Chronicles. Aber so von der Monstervielfalt her und überall Gegner hat es irgendwie was von The Last Story. Ja, wieder zumindest. Das war gerade der falsche, ich wollte eigentlich den hier machen. Wassermagic. So, dann nehmen wir ganz schnell den Rest. Das geht ja putzleicht und kein Problem und zacke Bums. Yes, man, Orangengummi und Levelaufstieg für Cutie Boy. Ganz nice. So, jetzt endlich mal Liliumkugeln für alle drei. Juhu. So, wo ist sie? Jetzt war sowieso mehr FP, wa? Wo war ich gerade mit ihr? Stimmt sogar hier oben? Ja, stimmt sogar. Gut. Dann mal hier runter, aktivieren und dann noch den da. So, was kriegt sie jetzt? Flammenring. Und ich hoffe ein bisschen mehr FP. Weil die insgesamt nur 10 oder so, das ist ein bisschen wenig. Außer natürlich kann die irgendwie anders erhöhen. Aber wir haben jetzt neu, dass das auch gehen würde. Geht sich irgendwie da hier vielleicht? Ja, versuch's mal. Zack, den Knotenburg aktivieren. Den in der Mitte, sehr schön. Jetzt den nächsten. Chiu, du bist du überhaupt? Hier oben war. Ein TPs oder was? Ach ne, hier oben sogar. Noch den aktivieren. Zack. Trittsgebiet, Windschutz. Alles klar, schauen wir uns gleich an. Gleich. Ich möchte gerne mit dir noch einen inneren Kreis vollziehen und vor allem schließen. Geil. Gut, Elvin, wo bist denn du abgeblieben, Kumpel? So, den da. Achso, stimmt ja. Ups, Entschuldigung. Kurz den hier und die Fertigkeit Blitzabwehr. Mein lieber Herr Gesangsverein, das klingt ja cool. Und er hat T-Wiederherstellungsabwehr. Auch nicht schlecht. Also, Fertigkeit Mila, wie sieht es mit dir aus? Ja, jetzt hat sie 16, geht doch. Wiederherstellung. Ein neuen Level, alle Karten und T wieder her. Ich dachte, macht die sowieso. Naja. Nun gut, mach mal so. Und 4 noch, zack, haben wir alle. Geil. Ja, wie alle, was? Sieht's aus? Jetzt sind alle. Gut. Dann alle jetzt den nächsten. Cutie Boy. Machst du halt den noch? Mehr hast du gerade nicht, wie es aussieht. Nope. Was hat denn dein Kumpel? Ja, das schon alles war. Nun gut, wir hatten ja etwas von wegen, was ist Artes oder so? Dämonenzahn, Tigerklinge, ja. Sie hatte Feuerkugelschwan und Flammenring jetzt, ja. Ein Bereich versenkter Erde. Halte gedrückt mit den Sowjaken oder lass Ritter los, um Gegner mit einer Leuchtbombe wegzufegen. Wow, mein Lieber. Wieso hat es eigentlich so? Hä? Verstehe ich jetzt gar nicht. Mein neues Element, alles klar. Wieso hat es hier so ein gelbes Viereck? Also sprich, wieso ist es so umrandet? Hat es irgendeinen besonderen Grund? Ist es eine stärkere Attacke oder so? Okay, du hast... Select ändern kann ich hier machen, wa? Aufsteigender Wirbel, Heiler, Dämonenfaust, Schwalbentanz. Nee, stimmt schon alles. Du hast auch alle, wie es aussieht. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich vergesse ständig was zu machen hier. Ich weiß bloß nicht was. Na egal, finden wir sich noch raus, wa? So, jetzt aber endlich mal los hier.
How's that new spirit art of yours, Mila? I don't think you'll be disappointed. Ja, aber zumindest auch nicht. Ah, wir kriegen nicht. Nö. Hier kriegt mich keiner. Also, stimmt, weil ja die freundlichen Leute, wa? Oh, wow. Lass mich in Ruhe. Was war euch los? Wir wollten gerade da lang gehen. Wir vielleicht sehen wir es eine Weile dauern, den Baum aus dem Weg zu schaffen. Wenn ihr etwas anderes zu tun habt, würde ich euch empfehlen, dass ihr euch zuerst darum kümmert. Haben wir bereits gemacht. Okay, zuerst abgeben, dann kommen wir da durch, oder wie? Wäre zumindest cool. So, kurz prüfen, schöne Federn, zack, und weg hier. Weg hier! Ich habe Angst vor Skorpionen, vor allem vor der großen. Ich meine, sorry, aber stell dir mal vor, so ein 2 Meter großer Skorpion kommt einfach gerannt. Hilf, jo. Nehmt die Beine in die Hand und rennt um euer Leben. Wortwörtlich. So, abspeichern? Nö. Nicht hier, in der Stadt dann. Der Speicherpunkt lohnt sich voll, war. So, wir speichern das Ganze mal. Wir haben bis jetzt, denke ich mal, alles komplett gemacht, war. Alles picobello, alles supi. Supi-dupi. Zack. Und jetzt wird es Zeit, die Sidequest abzuschließen. Wo war die gute Dame? Wo war sie? Wo war sie? Wo war sie? Die war irgendwo hier. Those monsters won't be tinkling in your water supply anymore. Ja, ist auch eine Variante, um zu sagen, wir haben das Monster erledigt. Wonderful. Thank you for your help. Oder es kastriert, je nachdem. And that's how it's done. More where that came from too. Lots of people with problems out there. You're a real pro at this, Alvin. Sieht so aus. Mila? Hey! No fever. How are you feeling? I don't seem to have any strength. Have you been eating properly? I've never eaten. Ever? Through Sylph, I drew life from the air. With Undine's power, I received sustenance from the water. Ja, die Zeiten sind wohl vorbei. What's she talking about? I guess the spirits gave her all the energy she needed. Well, now you're gonna have to nourish yourself the old-fashioned way. I see. So this is what you call hunger. Fascinating. So, should we rest at the inn? Now that you mention it, I could use some grub myself. Eigentlich eine gute Idee. Das Autoobjektsystem wurde freigeschaltet. Figuren, die auf automatisch gestellt sind, verwenden beim Kämpfen Objekte. Dazu müssen bestimmte Wingen erfüllt sein, die im Strategiemenü eingestellt werden können. Alles klar. Mit richtigen Einstellungen kannst du dir einen großen Kampfvorteil sichern. Manche Objekte wurden vorab für dich eingestellt. Probier sie aus, um dich mit dem System vertraut zu machen. Okay, können wir machen, aber muss das jetzt schon sein? Hat hier noch was? Frau Norden sollte auf der Stelle hinlegen. Ja, ihr geht's gut. Sie ist bloß ein bisschen, naja, hungrig. She's hungry. Sonst haben wir hier noch etwas. Waffenladen? Gibt es vielleicht bereits etwas Neues? Kaufen, ja. Rapier, was anderes. Komm schon. Walderhäutloch. Du kannst gut vorstellen, wieso. Erweitern, wa? Machen wir nochmal Waffenladen. Materialien schenken. Was haben wir noch Schönes? Wie Eisensand braucht es? Wir haben. Wir sieht zwar 17 Stück haben wir. Alter Schwede, kann ich ruhig mal 10 haben. 17 direkt? Nee, nicht 17, wäre ein bisschen viel. Ja, komm, 10. Oder 7? Das 7 reicht auch so. Gut, plus neue Objekte. Kukuri, Stallhandschuhe. Wäre das vorhin auch schon. Level 3 hier schon bereits. Ist zwar schön. Lebensmittelhändler. Brauchen wir jetzt in einen Kauen oder wie? Mal gucken, mal gucken. So, Kukuri. Ja, natürlich erst im nächsten Update, war ja klar. Was Skimitarn, schon mit einer extrem dünn gebogenen Klinge. Ist nicht besonders widerstandsfähig, dafür aber sehr scharf. Ein gebogener Schwert mit einer krummen Klinge. Die Schneide befindet sich im inneren Teil des Bogens. Kaufe ich mal. Zack. Yep, bitteschön. Und 62 Erweiterungspunkte. Sehr schön. Wie sieht das Teil aus, liebe Mila? Entschuldigung, nicht so. Wo war's? Wo war's in Ausrüstung? Ja, hat durchaus was für sich, wa? Eisenreifen noch gebrauchen. Trenchcoat ist auch immer schön.
Mal Schnicke. Er aber auch ein neues Schwert hier, wa? Obwohl, sind doch stark genug, das ist ganz ehrlich. Level 6, Level 6, Level 7, das reicht doch locker. Egal. So, jetzt haben wir das erstmal. Wo geht es für sie weiter, wa? Wir haben ja hier... Wie? Geheimdienstauftrag? That was quite a sigh. So seriously, you guys are spying for Arjul, right? What? Of course not. I've never heard of the Military Powers Act being used against anyone other than Arjul spies. You're thinking too much into this. Why are you so concerned about this? Unless you're spying for Rashagal. No. I was just thinking that if you were spying for Arjul, maybe you could use your connections to score me some high-paying intelligence work. Sorry to disappoint you, but I assure you I will pay your fee. You just have to wait a little bit longer. Fair enough. But even with your special friend discount, the interest is piling up. Ach ja, die lieben Zinsen, war die lieben Zinsen. Ach du Güte Gott, egal. Ist nicht unser Problem, zumindest jetzt gerade nicht. Was will der Typ jetzt noch? Landeinwärts, von hier gibt es keine großen Städte, bloß ein paar kleine Bergdörfer. Aber angeblich gibt es eine Siedlung, deren Bewohner noch die alte Tradition der Geisteranbetung pflegen. Okay, wenn wir noch Erfahrung bringen. Objekte. Oh, wir können Apfelgummi kaufen. Wo cool. Wir haben kaum selber was, wa? Wo kann man sowieso immer gebrauchen, von dem her. Nehme ich mal... Wie? Nur 8? Wenn wir forschen? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Das kostet insgesamt 800. Wir haben 5998. Wieso kann ich nicht was testen? Okay, jetzt will... Wieso kann ich keine mehr... wieso kann ich keine mehr kaufen hier? Hallo? Ausverkauf oder was? High Chaos, das ist sowieso immer gut. Wir haben 10 im Besitz, das reicht locker. Einfach da noch davon. Zack, haben wir 15. Wieso kann ich keine mehr kaufen? Hier geht's auch nicht mehr. Hey, ich hab doch genug Geld. Verstehe, wer will. Verstehe, wer... Ausrüsten? Achso. Natürlich nicht. Zuck. Verstehe, wer will. Hat sich noch eine Bedeutung, sobald ich rausgefunden habe, welches ist, werde ich euch, ja, werden wir so sehen, war 500 Geld, okay, aber wieder Geld, Mann, oh Mann. Das Geld liegt auf der Straße, ja, hier wortwörtlich. Okay, gehen wir halt weiter. Achso, ja, stimmt ja, das Gasthaus ist hier. Zack, und Gasthauslobby, okay. Tja, alles ready. Viele Orte haben ein instabiles Geisterklima, aber das Geisterklima des Al-Hadisi-Hafens war immer ausgesprochen ruhig. Aus diesem Grund ist er ein wichtiger Auftankhafen für lange Reisen. Lange Reisen, gut zu wissen. Die Menschen aus Rashugal tendieren dazu, auf die Menschen aus Arjul herabzublicken und sie als minderwertig zu betrachten. Trotzdem ist es ihnen gelungen, uns den Boden und den Füßen wegzuziehen. Die Geschwindigkeit, mit der Arjul sich entwickelt, ist einfach unerhört. Tja. Das habt ihr halt davon an zu unterschätzen, wa? Diskriminierung, das gilt nicht. Hat schon was? Hey Keeper, ich nehme gerne Whisky. Haben schon mal einen Morgendämmerung getrunken, den berühmten Wein aus Aladdin? Wie aus Aladdin? In ganz Rize Maxia werdet ihr kein edleres Getränk finden. Rize Maxia. Arjul ist in den letzten Jahren wirklich aufgeblüht. Der König hat alte hergebrachte Bräuche abgeschafft und zahlreiche dringend notwendige Reformen durchgesetzt. Oh Mann. So, Typ, was willst du von uns? Gasthaus. Gasthaus zum Mond. Welcome. 3 rooms, please. But before that, can we get something to eat? Oh, Mila, ey. Hilfe, ich kratz gleich ab. Oh, my apologies, but our cook isn't in yet. Och nö, einen Koch suchen oder was? Hey, is she okay? Can we at least use your kitchen? Yes, please. Help yourself. Your friend looks like she's about to pass out. My stomach, it really is growling. And here I thought that was just a silly human expression.
Alter. Hey, not bad. Not bad. It's good. I quite enjoy ingesting calories with you. Humans should learn to cherish these simple pleasures. Good morning, Alvin. Sorry you had to carry me up there. Don't worry about it. Just part of the job. Oh? So now what are you gonna do? Well, Good morning. good day, Jude. I was just about to share my plans with Alvin. What is it? I'm thinking of returning to Nia Khera. Is that your hometown? More accurately, it's where my shrine is. If I go back, I might be able to re-summon the Four. So, she really is Maxwell. This is where you come in, Jude. Will you accompany me to Nia Khera? What? It's true that you brought your current situation upon yourself, but I bear some of the blame as well. I'll put in a good word for you with the people of Nia Khera. I'm sure they'll look after you. Wow, you've put a lot of thought into this. Yes. Remember when you told me I seemed unconcerned? I decided to take that to heart. Mila, you don't need to practice your swordplay anymore? No need to concern yourself with my martial abilities. Well, if nothing else, you know how to swing the pointy end. Okay. I'll come with you. Good. You needn't worry. A little more practice wouldn't hurt, though. You think so? Better safe than sorry. Come find me once you're ready to go. Wait, you're coming with us, Alvin? Why not? I've come this far. Hey, Mila? Thanks. Ja, Gruppenmitglieder, was sich so geändert? Hallo? Elvin, er ist weg. Wieso? Wo ist er hin? Wo Elvin hinwisst und was wir hier noch alles erledigen werden, wie es weitergeht, das erfahren wir dann in der nächsten Episode hier bei Tales of Xillia. Mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.